Guck mal eine an, Freunde. Da haben wir ein Roselia, was ich offscreen suchen wollte und auch geschafft habe. Willkommen zurück. Okay. Das Pokémon Legendarius. Bisschen anders als eigentlich gedacht, aber egal. Hier, Sondersensor. Attacke vom Typ Psycho besiegt. Und ein Level Up. Sehr schön, Freunde. So, dann eigentlich wieder Axanto trainieren. Beziehungsweise einfach normal leveln. Ich habe offscreen hier auch noch einen Trassler, schon einen Trassler gefunden. Was ich natürlich mir so dachte, okay gut, kann du auch noch direkt mitnehmen. Und habe es dann eben offscreen noch schnell gefangen, weil ich eigentlich eben auf der Suche nach Roselia war. Und mir so, cool, komm, kannst du mal einen Trassler mal schnell schnappen. Roselia hat es eh nicht, plötzlich war das Trassler weg. Geht 2-3 Schritte und dann ist das Roselia gespawnt. War ein bisschen seltsam. Aber kann ja passieren. Ein aufgeschreckter Stein. Stein gegen Stein geht nicht. Niemand im Psycho-Klingen kommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich überhaupt noch einen kleinen Stein fangen muss. Für den Dix. Egal. So, dann geht es ja eigentlich auch noch darum, hier noch ein paar Bäume auszutreiben, oder? Also sprich so für Kinoso und so. Weil soll es ja hier auch geben, die sind ja in diesen Beerenbäumen. Oder können sie sein, halt diese, die wackeln. Oh, das ist auch ein Roselia, krass. Die gibt es plötzlich überall. Ja, es ist jetzt gerade kein Baum, der noch wackelt. Vielleicht spawnen die ein bisschen später, wer weiß. Ist aber eigentlich auch egal, weil das, was ich ja eigentlich wollte mit Roselia, haben wir ja geschafft. Insofern. Jetzt haben wir halt die Map. Wir kehren zurück zur Sumpfland-Basis. Ich kann vielleicht mal ganz kurz ein Pokédex-Ding noch abschließen, das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Jo, bitteschön. Also. Wieso Knospi auch? Ah, Exemplare besiegt, okay. Hatte gerade. Aus Libunkels Gift hergestellte Medizin erforscht. Ja, okay, stimmt. Das haben wir im letzten Part noch als Sidequest gemacht. Roselia ist Rang 10, sehr gut. Sondersensor gesehen. Oh, damit hier auch dann noch bei ihrer Stoß. Muss ein Ding dabei bringen, wa? Für Rang 10. Na gut, mal gucken. Ja, geht natürlich so am schnellsten, egal. Und Trasler natürlich noch. Sehr gut. Dann haben wir, glaube ich, hier die Dame, wa? Moment. Nehmen wir ganz kurz den Pin noch entfernen. So, jetzt aber. Wie bitte? Das zart ermutige Roselia soll in Wahrheit giftig sein? Unfassbar. Roselia, schöne Blüten. Danke. So, und wenn wir schon beim Thema Quests sind, ist jetzt das der Typ da vorne mit dem Pachirisu, der da? Tatsache. Also den Pokémon bei mir einfach nicht, um zu trainieren. Aber keine Ahnung, wie Pachirisu am besten kämpfen soll. Bitte zeig mir, wie man nur mit einem Pachirisu-Partner kämpft, damit ich von dir lernen kann. Das darfst du nur Pachirisu bei dir haben. Och nö. Ach. Gut. Ich habe zumindest eins, das ist ja schon mal sehr gut, weil da war man nicht mehr so sicher. So, warte mal, da muss ich halt die anderen alle kurz ablegen.
Wir können mal kurz testen, ob ich überhaupt auch ohne Pokémon, also ohne Partner quasi, ohne Pokémon-Team überhaupt reisen kann. So, dann mal die hier so sortiert, okay. Damit hier schon entwickelt. Nach Tara, was als Tank hervorragend schlägt. Ja, okay. Hätte ja sein können. So, dann haben wir hier noch irgendwie die Trasslers, die Shellas und Schilkereien. Das gucken wir uns gleich an. Sprich, welche von denen wir mitnehmen sollen, vielleicht sogar Schilkereien, könnte sein. Oder vielleicht doch lieber ein Gelas, was offenbar irgendwie bessere Werte hat oder so, aber eben mal gucken. Die beiden rein, dann kann ich den mal noch hier hinsetzen. Dann kommt Pachiriso mit. Janma, ansonsten sieht es doch relativ gut aus. Ja. Ich hoffe, man kann irgendwie die Anzahl Weiden noch vergrößern, weil sonst haben wir irgendwann mal ein Problem. Aber krass, dass ich ausgerechnet in dem Spiel nicht ohne Pokémon reisen kann. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Kommt das Level drauf an. Wenn es Level 2 ist, kein Problem. Oh, super. Ja gut. Mal Tempotechnik, coole Augen. Der Ursaring ist ja physisch ausgelegt, das muss sogar seinen physischen Angriff senken. Ich will mich gerade verarschen. Spammen wir jetzt gerade gegenseitig hier coole Augen oder was? Na schön. Krafttechnik. Funkensprung. Ja, läuft. Ah, okay, Volltreffer, schade. Ernsthaft schon wieder? Macht überhaupt noch Schaden jetzt, ohne Volltreffer? Oh, Schwein gehabt. So, zur Paralyse. Das hätte auch schief gehen können, Freunde. Wie kämpfen wir mit einem Pachirisu? Du hast viel Selbstvertrauen. Ja, das ist aber eine Forschungstruppe. Da ist geil. Pachi und Risu. Danke. So. Sprich mit mir, Mann. Kurz ausruhen, könnte nicht schaden. Dann die Lagerkiste. Erstmal kurz sortieren und gucken. Ganz mit Coco in die Box. Das kann alles in die Box. Das kann alles in die Box. Die werden wir gleich verbrauchen. Bitterer Nachgeschmack kann weg. Hyperheiler. Den behalten wir mal noch. Eisenbrocken können weg. Irgendwas zum Kochen verwenden, beziehungsweise zum Zubereiten natürlich. Das können wir ganz kurz mal angucken. Brauche noch Köderteig selber. Ja, wir haben noch ein paar. Die Gedichte, ey. Oh Mann, wenn wir die noch alle suchen müssen, dann gute Nacht, ey. Warte mal, Jubelmuffin. Halt alle Statusprobleme. Mhm. Was lieber erstmal so, komm.
So, ich brauche dann Ätherkraut. Die Frage, machen wir mal einen Hypertrank. Vielleicht mal 5 Stück. Ja, ein paar Plätze habe ich zwar, aber trotzdem das ein oder andere nochmal ablegen. 50% des Maximalwerts auf. Nee. Die war nicht unbedingt. So, der Rest vielleicht schon. Der Rest gar nicht mal so schlecht. So, was nehmen wir ein schönes Meat da? So, Pachirisu. Hat von dem her einen guten Job geleistet, aber halt nur, sag jetzt mal, temporär. Jetzt ist bei uns ja, wir können uns eigentlich mal die Frage ja schon stellen. Welche Pokémon nehmen wir jetzt sonst noch aktuell mit? Vor allem natürlich jetzt in Bezug auf Chilas bzw. Schelkereien. Also man natürlich damit hier wir gerade erst bekommen oder gerade erst entwickelt, würde gerne noch ein bisschen weiter testen. Nach Tara, vor allem als Defense macht einen guten Job, auch wenn es nur einen Typus hat und wir mit Unlicht kann ich auch hinterfragen, da wir bereits Hisui Tonuptu haben mit dem Geiststatus. Dann haben wir noch Luxtra und Staraptor. Staraptor natürlich eine Kampfattacke drauf. Natürlich eigentlich immer geil wäre, ist auch verflucht schnell. Luxtra ist so langsam, aber Donnerwelle, um zur Not dann noch ein bisschen schwächen zu können. Beziehungsweise, ja, schwächen doch eigentlich vor allem, um zu fangen und so. Und dann haben wir noch mit Donnerzahn und Eiszahn Elektro- und Eisattacke drauf. Xander der Käfer ist dann ein Psycho. Ich habe gerade aktuell Psycho, Pflanze, Boden. Also eigentlich, wenn wir jetzt rein vom Typus her gehen, Shelas, Schelkerein, whatever ins Team mitnehmen, müsste ich eigentlich damit hier ablegen, weil Pflanze, Boden wird damit auch abgedeckt. Psycho brauche nicht unbedingt, weil wir Xanto sonst noch haben. Ein Psychotypus im Team macht jetzt nicht so viel aus. Andererseits haben wir mit damit hier ein Normal-Pokémon, was wir mit Staraptor aber auch haben. Der hat gerade so gegen Geisattacken und so. Wenn er getroffen wird. Doch gegen Kampf, aber damit hätte ich auch Staraptor. Warte mal, also Tonuptor ist speziell ausgerichtet. Lux aktuell physisch, Staraptor auch physisch. Physisch speziell, da bringt es nicht unbedingt großartig. Wäre vielleicht ein Punkt, um zu sagen, okay, Staraptor raus, damit hier rein, damit ich irgendwie mehr auf der speziellen Seite hätte. Und Flug, ja, natürlich der Nupter mit Feuer, da bin ich auch gegen Pflanzen und Käfer gut gewappnet, was er sonst mit Staraptor als Flugtyp abfangen würde. Ja, ich denke mal, vielleicht werde ich zwischen Staraptor und damit hier noch öfter switchen, da kann man durchaus vorstellen. So, jetzt hier, wie sieht es denn hier generell so aus? Die Shelas haben alle die gleichen Moves drauf. Schelkerein ist auch wesentlich höheres Level. Dementsprechend auch bessere Attacken drauf. Das soll jetzt aber noch nicht viel bedeuten. Ich nehme einfach mal das beste Shelas mit und gucke mal, ob es nachher so stark ist wie die Schelkerein. Man sieht es hier am besten. Irgendwie Initiative, alle etwa gleich. Spezialverteidigung ist der am besten, der am zweitbesten. Spezialangriff, alle etwa gleich. Verteidigung und Angriff ist plus KP, ist aber das zweite hier am besten. Gut. Ja, das war mit und ja. Hier, wie gesagt, da gucken wir halt mal. Jetzt werde ich Shelas mal entwickeln und dann auch mit Schelkerein und so mal gucken. Beziehungsweise nachher immer vergleichen kann mit Schelkerein. Ob es echt auch besser ist, so auf den Werten her. Aber ich glaube, es hat ja auch Verteidigung schon 3 Dinger drauf. Sehr schön. Okay. Na du? Ja, du bist ein tolles Pokémon, wa? So, natürlich die Fragen mit den ganzen Epi-Bomber. Wäre natürlich für Last eigentlich super, denke jetzt mal.
Aber hier mal auf den Angriff kommen. Von Axantor. So. Ja, aber gerade Eberbomber speichern wir jetzt noch ein bisschen auf. Und zurück ins Deck. So. Unser Bericht erstatten. So, ins Dorf zurückkehren, bitte. Keine Sorge, man, sie begleiten uns. Sehr gut. Eigentlich würden wir jetzt ins nächste Gebiet aufbrechen, weil ich glaube, Sidequests haben wir jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel. Wir können mal ganz kurz checken, aber eben, da bin ich mir, glaube ich, ziemlich sicher, dass wir jetzt viele schon gemacht haben. Ja, größter Bamelin, der ist klar. Kinoso, der ist sowieso ein Dauerauftrag. Da aber mittlerweile eine Idee. Ich glaube, es könnte auch diese eine Katze sein. Charmian. Charmian. Ich kann irgendwie den deutschen Namen nicht mehr. Egal. Auf alle Fälle müsste es das hier sein. Aber ich glaube, das kriegen wir auch erst sowieso im nächsten Gebiet dann. Knallmoos vermutlich auch. Das Punkt auf dem Foto. Das wird genauso ein Thema sein. Also insofern. Mit der Hauptstory weiter und dann müssen wir sowieso da entlang. So, was ich jetzt vielleicht noch machen möchte. Salon? Nee. Da hatte gerade einen Attackenmeister. Beziehungsweise die Attackenmeisterin. Wähle ein Pokémon. Was könnten Tanupten noch so erlernen? Okay, eine Bodenattacke, nie verkehrt. Unheilböen, also gut, so viel stärker ist gar nicht. Spukball wäre natürlich etwas. Eben Tanupte wird, glaube ich, bald mal noch seinen eigenen Spezialmove erlernen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Magie Flamme. Das ist die Offensivkraft des Zieles. Ja, wir haben hier einen Flammenwurf. Steinhagel. Ableithieb. Feuerschlag. Nee, wir sind da eher speziell drauf. Donnerschlag wäre noch eine Option, aber ich glaube, ich versuche es mit dem Ableithieb. Weil erstens eine weitere Kampfattacke. Und zweitens, generell Ableithieb eigentlich immer cool. Oder meistens zumindest. Da klar, dass da nichts Neues ist. Der auch nicht. Passt auch, finde ich. Axantor. Trugschlag, natürlich zum Trainieren perfekt, muss man mal zugeben. Steinhagel, ne, da hat jetzt auch so einen eigenen Move. Bei Schelas war es noch zu früh, war. Energieball, Erdkräfte. Eigentlich nie verkehrt. Die Frage ist halt, kann ich jetzt noch gar nicht beurteilen. Dampfer. Also Dampfwalz lernen sie offenbar selber. Das haben wir bei Schelke reingesehen. Habe ich jetzt gerade halt, ob die speziellen Moves über was bringen. Bei Schelas. Aber wir werden es erfahren, Freunde. Dankeschön. Fürs Erste nicht. Auch Meißen und so weiter würden wir ein anderes Mal machen. So, und ich glaube, ich packe da mal den Walzer raus. So, Energieball, Erdkräfte. Ich denke mal, Tackle wird sicher nicht brauchen. So. Damit freuen wir das mal fürs erste unser neues Team. Wie gesagt, dabei ist der Raptor. Da gucken wir jetzt mal, eventuell doch dort damit hier. Seht vor allem ja auch da jetzt unser Hisui Tanupto ja auch über, trotz des Typus Feuergeist, ja über eine Kampf- und eine Flugattacke beherrscht. Oder jetzt besitzt. Ich glaube, Syro-Pokémon selber ist schon nicht so verkehrt. Naja, wir gucken mal. Erstmal ein neues Gebiet aufbrechen und dann sehen wir weiter.
Kobalt-Küstenland. Da wackelt schon ein Baum. Das ist das Kobalt-Küstenland. Wie du siehst, erstrecken sich hier das Meer und der Himmel, soweit das Auge reicht. Das Pokémon in diesem Gebiet oder erwarten, Wasser-Pokémon und vielleicht jene vom Typ Flug. Gosh, ich bin so aufgeregt. Ja, Wasser wäre cool für unsere Last. Die Feuerspeiinsel, ja, was ist eigentlich damit? Bei der Feuerspeiinsel, das ist schon mal ein Vulkan in der Nähe der Küste. Wenn man dorthin will, spricht man am besten mit Suzuki, einem Wächter des Diamant-Clans. Alles klar. Nur mit Perle direkt quatschen. Wer bist du? Bye. Das Charmian sind doch eigentlich so Pokémon, sind im Verein weglaufen. Ah, Charmian, genau, Charmian. Eben, das ist, glaube ich, das Vieh mit dem Sprungfeder als Schweif, das wir irgendwie suchen. Also nehme ich jetzt mal stark an. Alles andere würde irgendwie keinen Sinn machen, finde ich. Offenbar gibt es keinen Spoink hier in dem Spiel. Das Schöne am Flötenspiel ist das Gefühl, sein Klang kann jede Entfernung überbrücken. Ja, ich bin soweit. Jetzt kann ich ja einen Kampf mit ganzem Herzen bestreiten. Okay, aber dann vielleicht doch lieber in der nächsten Folge, weil wir sind ja leicht drüber und ja. Da wird, glaube ich, sowieso heftig. In diesem Sinne, dafür fürs Zusehen, Freunde, bis zum nächsten Mal zurück bei Pokémon Legend Arceus. Ciao zusammen.